am Anfang dreht das Menge Meinung aber auch viel dazu bei, dass leider in einer Vierstellung kriege von Refugien, weil ich denke nochmal direkt unter Yannick, das Kamerunes, der bei uns schafft, das ist so ein witziger Kerl, den Klienten lachen sich alle Futti mit dem an, ich meine, wenn ich vielleicht für Runden a priori hat, wenn ich bis der Yannick begeht, dann würde ich keinen mehr, weil ihn also so ein Herz. Willkommen bei der Gelle Froh, dem Nummer 1 Podcast von Lützeburg. Mein Name ist Philipp Ibrich, am hat mehr als den Tom Busseler, und wir sind immens froh, begrüßen zu dürfen heute Marian Donwen. Moin. Das ist ein ganz großer, dass du da Zeit geholt hast, weil wir wissen ja alle gut, dass dein Schedule relativ voll ist. Das ist schon aber etwas Kleines zu dir, ja. Du hast dich auch invitiert, weil erstens, du hast viele Sachen zu dir und sind immens interessante, wichtige Sachen, die du musst. Ich habe gedacht, das etwas, was mehr Leute sollen mal hören und darüber soll ein bisschen gezählt gehen. Fand man ganz interessant. Ich meine, wir fangen direkt mit dem bekanntesten Projekt wahrscheinlich an, Open House. Ja, Open House ist 2016 gegründet gehen, einfach aus der Idee raus, weil ich eben schon dünn in junge Refugié daheim abgeholt hat, dass ich mir gedacht schon sie vielleicht noch Leute dabei sind, die das wollte machen. Aber zwei Freunde zusammen haben wir dann Open House lanciert. Und effektiv, seitdem haben wir 135 Mal Refugié bei einer Lützeburger Familie oder bei einer Privatperson in der Brust. Und das sind ganz, ganz viele schöne Geschichten. Ja, War cool. Das ist krass. Ist das der Verein oder also von der, wie das gegründet wird, ist das ein SBL oder ist das? Nee, das war ganz lang einfach so etwas wie eine Initiative citoyenne, so eine Bürgerinitiative, das war einfach so, wir haben noch kein Budget gebraucht, wir haben am Anfang just vermittelt und haben so eine Präsentation gemacht an einer Gemeinde oder so, aber letztes Jahr haben wir uns dann aber mal als ASBL konstituiert, weil wir fanden, dass wir aber sonst nicht so ganz seriös geholt gesehen von den Ministerien, mit denen wir dann in Kontakt waren. Voilà, wir haben aber immens flott Sachen erreicht. Auf jeden Fall 2015, wie so viel ganz jung Refugien auf Lützeburg kommen. So wie jung? Also auch Mineren, also in der Ursprung, die ganz allein kommen, auch die Älteren. Dann ist das noch gar nicht gehen zu Lützeburg, dass eine Familie kennt, einen minderjährigen ausländischen Jungen abholen. Und durch das ist das dann vielleicht mit engem jungen Afghanen und mit noch zwei anderen jungen Afghanen gemacht und dann einfach total gut vom Jugendrichter. Dann sind ein bisschen die Alarmglocken überall umgegangen, wie das möglich ist, dass eine Familie kennt, minderjährig kann daheim abholen, ohne den Agreement zu haben, ohne eine offizielle Pflegefamilie zu sein. Und dann hatte ich eine belgische Assoziation in Lützeburg invitiert, die das seit Jahrzehnten an der Belgien ganz erfolgreich machen und die von ihren guten Erfahrungen erzählt. Und dann ist eben eine ganze Diskussion losgegangen. In der Zwischenzeit ist das doch offiziell möglich. Da muss ich den Agreement aufrufen, also eine ganze Reihe 52 Stunden Information machen. Und da, wenn wie es normal Pflegefamilie ist, wenn da doch Kaffee Lützeburger Junker sind, da muss ich noch ein extra Modul machen über Asylrecht, Trauma und so Sachen. Für ein bisschen gut vorbereitet zu sein. Und da kann ich in der Zwischenzeit auch offiziell ausländische Minderjährige abholen. Also sind ich ganz stolz drauf, dass man das hier gut. Das ist gut. Das heißt, das hat am Anfang so angefangen, dass du eben persönlich das gemacht hast und daraus, dass sich das ganz agil hat. Oder war schon immer die große Vision haben drin? Nee. Am Anfang, also bei mir war immer daheim, ich hatte schon eine ganze Reihe Lützeburger Junker daheim abgeholt, die Jahre für drin. So Kollegen von meinem Bau führen alle, die bei mir daheim rausgeflogen sind oder die wurden nicht mehr gegangen aus daheim. Und dafür war ich am Anfang gewinnt, dass bei mir nicht nur wegen Kanner gibt, wohnen wir auch nach einer Junker. Und wie ich dann gesehen habe, dass so viele Junker auch kommen ohne Eltern, aber mir doch ein Zimmer frei wurde, und das ganz normal fand, zu proposieren, dass die vielleicht bei uns kommen, am Platz in einem Foyer zu wohnen, mal so viele andere Leute zu summen. An einem Gespräch hat sich nur herausgestellt, dass das wirklich schon ein Besoin wäre. Es sind ganz viele Junker, die auch nur einer Familie verlängern, wenn sie so lange länger weg sind. Aber voilà, und dann hat ich das für dich mit einem Jungen gemacht. Und dann, wie meine Töchter auf
Duni geplünnert ass dun hummer nachke Platz gehat an dun wollte schon vum just nach Jong gefroen und ik so ja ich käm jo awer just mat mégem beste Kolleg mat dem hun schon de ganze Wege mar mat dem wunde auch lo am Feuer an mir Welt ne net trennen an den schmeckt 3 alle ste krämer auch nach mal duch weil an du wo eben bisssen Opregung dass dat soll méiglech sinn hast so lasgang. Du du findst das normal, dass du zu Leute ophältst bei dir, aber für die Milchleute das ja aber wahrscheinlich nicht normal. Und wo kennt das so bei dir hier, dass du das normal findest? Also ich muss sagen, das finde ich ein bisschen modern fake kriegt, weil meine Mom immer Berlin gewohnt hat. Bei mir hatten immer innen an der Haupttür vom Appartementshaus immer stehen an der Tür, für das Aldianer kann immer hinten raufkommen. Heinz, da hatten wir auch Streit mit den Nuppern, du weißt, weil wir keine Lust hatten, immer abzudrücken. Aber weil immer am schönsten weißt, bei meiner Mama wurde immer für allem spanischer gemacht, matt gespielt, dann schon am Anfang immer immens gern Haus voll gehabt dafür, ja, und statt am Anfang, dass das ganz natürlich kommt, so, ja. Wost du eben angefangen hast mit dem Ganzen, was war so die Meinung von anderen Leuten, oder kurz von anderen Leuten vielleicht Kommentare oder so, weil ich meine, für den Standard Lützeburg ist das, wie der Philipp sieht, eben nicht immer normal, gerade eben noch auch mit Flüchtlingen, du siehst aber viele Leute schon mal 40 am Anfang vielleicht viel auch also die 4 Urdeler ja, so die gehen rund oder so man das nicht ja genau also ich weiß es nicht außer nicht oft so also ich kriege auch immer mal so Kommentare auf Facebook oder so und ich meine mal so leid also schon hast du probiert zu antworten mir tut nicht ganz viel wert weil Facebook ganz viel sage ich schon dass da kenne ich das nicht geändert mehr ich muss aber so dass ich über die Jahren immens flott Familie kennengelernt tun auch ganz viel live Personen die hier dir gemacht haben an kann dann aus dem Haus hier genau die dann länger in einem großen Haus wohnen vielleicht so froh sind dass nach am Haus das für nicht 2 Wochen zu fährten oder in den Himmel kann länger packen am Gard oder ja sos mat Abbechten an muss zum Beispiel eng 84jährige Stamm zu dickrecht eng ganz eritreisch Familie opgeholt huet Mama Papa und 2 Kanner die glücklich ass das lorem Leben am Haus aus nachdem se ich mein 8 Jahre lang ganze leng wo an dudurch kann se auch lo nach leng duhem bleiben brach net an das heim zu go bei ihre Wunsch wo hier kann auch immens froh sie weil sos sie doch ganz schlecht heieren da sind sie immer aus dem ganze Land op dickrich geflitzt weil madame den telefon da rufen sie nächste Stadt an der so sie Problem noch zu giers also das ist eine Win-Win-Situation an der ginnet da viel von ganz viel Geschichten. Ich verstehe natürlich keinen, den das nicht interessant findet. Mit muss ich schon ein bisschen ein offene Kap holen, an Lust tun, andere Kulturen zu begegnen, an froh sie mit einer Leute, voilà, dafür, also das nicht wie für ganz bestimmt. Und ich begegne noch eins mal Leute, hat nach letzter Woche eng Madame, die wollte eine junge Frau abholen mit ihrem Kind, bei sich daheim, sie wurde länger Zeit, sie also länger Zeit mit 2 Boven, und dann haben sie sich auch eine erste Kehr begegnet, und in dem Mal hat Madame das aber dann so ganz konkret vorgestellt und hat sie direkt zu ihr gemacht, und sie gesagt, wie ich Madame de Frummer gesehen habe, und da haben wir gedacht, wir stehen zu 2 an der Küche, die geht mal schrecklich schlägt, hat sie gesagt, ich man dat lo awer net das kein Problem. Die hat schon so eng Live-Idee dat ze machen, a wann dat net packt, da Mama dat doch net kein Thema. Ja, also ich so sowieso immer das besser sech mal eng Zeit kennenzulehren. A wann den dann irgendwie mengt du wer Apps war den net spielt oder wann den irgendwie komisch Gefühle doch vor den sich vielleicht net kann erklären, dann also doch immer besser teil den op oder zwischen eng einer Person oder sich eng einer Person, weil ja wann net von gut net 100% klappt van Chemie net stimmt, dann da kann dat nicht gehen. Aber wie funktioniert dat da genau wann zum Beispiel interessiert wer fir alle Flüchtling opholen wie wären Schritt 1 bis 10 wie geht dat vu den Stadt go? Ja, da gibt man mal ein Stündchen zusammensetzen. Dir schreiben genau, du gibst dich über Facebook oder also über deine Seite oder über ganz viele Leute, die mein Telefonnummer holen, die mal anrufen oder über WhatsApp und dann gibt man ein begegnen, wo ich da ganz viele Fragen stelle, für ein bisschen zu verstehen, wie die Motivation ist. Ich muss auch immer ausschließen, dass du genau, Gedanken Kriege den dafür auch bezahlt. Nee, gut nicht. Mais was wäre denn der Besen Honor gedacht? Ja, ich hatte auch schon Herren im Telefon, die gesagt haben, sie geben gerne eine flotte Madame abholen. Okay, ja, verstehe. Das war man nicht. Ja.
Voilà. Ja, Mais, So, hätte ich mal nicht gedacht. Ja, schön. also ich muss das schon können spüren, dass das eng ehrlich Person ist, die das wirklich aus Solidarität, aus Generosität möchte, dann nicht für irgendwelche oder nicht für daheim Kinder zu versorgen, dann auch nicht für die Boma zu pflegen. Also es muss wirklich aus freien Stecker sein. Und dann auf der anderen Seite beginnen dann noch all die Leute, die sich bei mir anschreiben, für eben an eine Familie wohnen zu kommen, die beginnen schon auch ein Kehr, für auch einen längeren Entretien, für dann auch da genau zu verstehen, wie sie funktionieren, ob sie vielleicht Filariés sind oder ob sie verschiedene Gewohnheiten holen. Auch wo sie an die Schule gehen, was für Hobbyen sie haben, für die no, durch die Wetter sich auf Volz vermitteln, den zu Peting an die Schule geht, oder das letzte hatte ich bald eine Familie von für eine äthiopische Madame, die spielt Badminton, wirklich quasi professionell an den Club, also am Süden. Und das muss, irgendwie muss alles stimmen, das geht das nicht, wenn niemand geplant ist, mit 2 Stunden Bus oder so, das ist auch kein Aber wie holen die Leute Kontakt mit dir ab? Auch über Social Media oder? Auch möchten sie über Social Media oder über mein Handy, die zirkuliert überall bei den Refugien. Ich meine, das ist quasi bei dir melden und da guckst du, wie kann ich helfen. Und hast du nicht vom Minister so, dass ihr dort zusammen schafft irgendwie? Nee, no contraire, am Anfang haben wir nicht so gut zusammen geschafft, weil der Minister der Meinung war, dass die Leute besser am Foyer wären, dass das alles nicht gehen, dass sowieso in einer Zeit dann irgendwie zurückkommen und so, und das effektiv pummel geschieht. Also das hat nicht immer geklappt, gell? Aber ich meine aber, über die Jahre haben sie aber auch gemerkt, dass das auch ganz viele Fälle geklappt hat und dass dadurch vielen von ihnen ganz viel geholfen wird, weil die Familien dann hier ganz soziales Netzwerk konnten nutzen, für die Leute ein Apprentissage zu finden oder Vakanzen jobben oder voilà, dass sie sich einfach dadurch viel besser integriert haben und auch die Sprache mich schnell gelernt haben, sodass wir aber nur gut zusammen schaffen. Ja, das klingt ja von wirklich, wie du sagen, wie eine Win-Win-Situation. Also, das ist okay, den irgendwie du runter verleiht. Nee, das ist noch eine Situation, wo ich auch noch immer dafür kämpfe, wo sich noch nicht getan hat, dass es noch so ist, dass wenn ein Revis-Empfänger ist, also was früher den RMG war, was kriegt, wenn er noch nicht bereit ist, für zu schaffen, das heißt, das sind Refugien, die das Statut kriegen, und dann aber nach einer Sprachkurs müssen gehen oder sonst nach Formationen, wie sie bereit sind für, oder wie sie eine Arbeit gefunden tun. Und wenn ihn dann aus dem Foyer bei einer Familie plündert, dann kriegt ihn die Revis nicht mehr ein Jahr lang. Weil sie konsiderieren, dass ihn dann noch ein Teil von der Familie ist. Und dann ist er ein Teil von einer Communauté domestique und da wird dann der Revenu auch von der Familie geguckt und dann wird ihn das immer nicht mehr so gut. Und da waren trotzdem Familien, die gesagt haben, das möchte gut nicht mehr überholen, dann alles Käste, aber das will die natürlich dann auch nicht komplett aufhängig sein. Oder leider auch zu leicht fallen. Und dafür das ist eine Situation, die noch nicht flott ist, weil was muss, das schon ein paar Mal gesehen, dass ihn immens flott innerbrücht war und auch das ganz gut geklappt hat. Und dann in einem Jahr hat ihn sich da müssen, oder hat die Refugie sich da müssen irgendwo ein Zimmer über dem Kaffee fannen, für dürfen sein Revenu zu behalten. Und das ist eben, fanden wir nicht, die Jahre so sehr rum, das müsste entweder viel mehr lang sein, oder wir fanden sowieso, dass er sollte dürfen zusammen leben, und jeder soll trotzdem können sein Einkommensbehalten. Ja, aufhängen einfach von den anderen. Genau. Ja, das ist da so eine konkrete Forderung, wo das letzte Land noch keine Ahnendes mal, weil ich froh, die ich stellen ist, möchte Lützeburg genug für Flüchtlinge zu helfen, oder was muss konkret noch geändert gehen? Also mein größten Urlaub ist, dass die Leute, die nach einer Asylprozedur sind, dürften nur 6 Monate am Land arbeiten. Das ist in den meisten anderen europäischen Ländern so. Bei uns wird den Empfang quasi forciert, nicht zu schaffen, bis in Papieren holt, also bis in das Statut unerkannt kriegt. Und das kann so viele Jahre dauern, dass sie dann einfach von den nur 2, 3, 4 Jahren. Wie kriegt denn das Statut unerkannt? Wie funktioniert das? Also ein Flüchtling könnte eben aus Eritrea zum Beispiel, egal. Ja, wir sind immer Flüchtlinge, am Anfang also in Empfang nicht Flüchtlinge, dann sind er nicht unerkannt als Flüchtling. Dann ist er in Empfang bei den Französischen nennt Demandeur de Protection Internationale.
Und dann kriegt ihn so rosa Papaya und da steht dann drauf, da sind dann eben Demandeur de Protection internationale, dann ist legal am Land, aber da sind aber noch keine Resident. Da sind am Anfang werden da drauf, dass das Minister dezidiert, ob ihn den Flüchtlingsstatut kann unerkannt kriegen oder nicht. Da muss ihn da an Interview gehen, wo ganz viel Fragen gestellt kriegt, was da passiert ist in seinem Land, wie weit er geflüchtet ist, wie er nach Plötzebüsch gekommen ist und so weiter. An der Basis von denen Entretien, und aber auch Beweise, die nach kann bringen und so für das, was geschieht ist, dezidiert dann die Direktion de l'Immigration, also die bei Immigration, das ist ein Teil vom Außenministerium, ob in die Statut zu gut tut oder nicht. Das sind ganz strikt Kriterien, die an der Konvention de Genève festgehalten sind. Und wenn ihnen dann nicht zu gut wird, dann kann ich nach 2 Mal an Appell gehen, also Rekurs. Alle gehen die Decision an, dann streckt die Prozedur sich gern über das ist schon über Jahre. kompliziert. Also, stell dir mal vor, wenn ich in ein neues Land komme und ich gebe gut kennen, noch gar nicht. Und dann muss ich all die Sachen, die du gerade so hast, die ich selber mal nicht richtig verstehen, so an einem fremden Land machen. Dann. Mir geht es in Hölle dabei oder muss sie das alles selber machen? Ja, jeder hat dann einen Verkauf an den Foyer, wo sie sind, kriegen sie auch geholfen. Aber die an Familie sind, die sind natürlich auch gut enkadriert. Sie Familien zwar die so, mir hole just gerne eine Person, die schon das Statut hat, weil sie da sicher sind, dass der nicht immer muss fort und dass das dann immer traurig gehen für sie, vielleicht auch für die Kinder am Haus oder so. Wir sind aber auch Familien, die gerade so tun, zum Beispiel bei jungen Leuten, für so lange hier am Land zu sein, durch so eine ungewisse Zeit, wo ihn so Angst hat, was ob ihn durchkommt, ob ihn da bleiben oder nicht. Also für Junge, die länger am Land sind, ganz wichtig, auch ein Enkadrement zu haben. Mir weget am Anfang entscheiden, ob ihn der bleiben oder wenn ich muss ihrem Frucht gehen. Ma jo wann en de Flüchtlingsstatut net krit an kënnt den aus engem Land, wo ich kann Treckgeschickt gin, da gët den Treckgeschickt an dat Land. Dat geschieet viele Leute. An gin awer auch Länder, die ja, net so gern hier leider am Treckkollen déi geflücht sinn oder auch mans net wann se net freiwillig treckkommen. Also dats het heinst du so geht, dats eng Person zwar den Flüchtlingsstatut net krit, an awer auch net kann Treckgeschickt gin. Und dann hängt sie da immer, dann kriegt sie nicht recht zu schaffen. Und voilà. Und zumal so Leute, die lange Jahre an der Foyer waren und nicht können schaffen, nicht dürfen schaffen, wo aber noch Kinder an der Familie sind oft. Und so, zumal so Leute haben nicht geholfen, eben Papiere kriegen über den anderen Projekt, wo wir vielleicht noch auf die Schwätze kommen, über das Restaurant, über die Schicht. Genau. Ja. Also schon eigentlich froh, schon irgendwo gelesen, du hast ja selber 2 Kinder. 3 Kinder. Ah. Also wie hun sie, also was denken Sie darüber, wie ist die Konnexion zwischen ihnen und den Flüchtlingskanner? Also da geht der enge Moment an der andere, ich meine, am großen Ganzen sehen sie da gewinnt, ja, dass man immer Leute daheim mit fahren, aber auch Momente, wo mal den einen, mal den anderen nicht froh, wo du drüber mit meistens wird das ja dann noch am See gelöscht. Das ist nicht immer gut drauf, dann ist natürlich nicht immer Lust, dass andere Leute am Haus sind. Ich meine, bei ihnen allen 3, wenn ihnen etwas gibt, Flüchtlinge so, und dann werden sie alle 3 auf Zack für da gehen zu gehen. Dann, ja. Hast du Martine geschwart, für du darüber erst den ersten abgeholt oder hast du das selber entschieden? Ich bin ein bisschen ein Diktator. Ich will so Decisionen allein, weil ich mir denke, das möchte ich nicht. Wenn jeder frei, da jeder muss d'accord sein und so. Aber weil ich aber der Meinung bin, dass das egal wie am Nachhinein hin gut getan hat. Zu lehren, zu dealen, dass auch vielleicht nicht muss an Vakanz kommen, am Platz kann Hause bauen, also immer umgebaut daheim für ein Zimmer zu fahren. Und das ist aber schmengen, aber auch später hin werden sie vielleicht verstehen, dass das aber wichtig war und dass das etwas als was mir aber zusammen nicht tun, aber da war viele Leute geholfen. Ja, klingt ganz interessant. Kann ich dich fragen, wie gesagt, dein Alltag aus? Also, weil wir kommen auf den nächsten Projekt zu schwätzen und für alles in den Hut zu kriegen und halt wahrscheinlich 24/7 halt enkadriert zu sein, für gefühlt die Fragen zu helfen oder denen, die Hilfe brauchen und wollen. Wie kann man sich das vorstellen? Ja, also schon 4 Jahre lang bei der Croix-Rouge Integrationsarbeit gemacht, bis Ende 2019.
da wo mein Alltag wirklich nach mir gefüllt wie am Moment, da wo ich wirklich so, ich war den ganzen Tag an engem Büro op der Gar an eng Salle d'attente wo immer schwarz voller Leiit, die alle Guten bei michch kommen sehen fir Hëllef zu frohen oder fir mir hier Probleme zu erzählen oder einfach weil se wollte man eng schwätzen oder weil se Dokumenter kroten die net verstan hunn. An ja an da sinn ich dann ofes sinn ich an d Restaurant gangen hëllefen. Dat hunn ich awer en 2019 opgehalen. Und du wurde ich zwar auch noch bei der Croix Rouge für den Haricot zuständig und schon effektiv da alles zusammen nicht so gut gepackt die letzte Zeit, das war aber viel zu muss, weil ich am Gang sind ein drittes Restaurant abzumachen, sodass ich aber Ende des Jahres, also Ende 2020, abhalte beim Haricot. Okay. Ich bin noch ganz froh, dass wir eine Nachfolgerin von tun, sodass ich da ein bisschen am Handover sind und nach just ein paar Wochen da bleiben. Und dann sind ich ab 1. Januar 2021 just nach Schicht an Open House, immer neben drin, also neben Lunch. Ja. Okay. Gut, Meier Schicht. Ja. Ich schaue ein drittes Restaurant in Europa. Da sind wir am Chantier, ja. Also, zu Leidling. Zu Leidling. So, weil kurz ein Schicht sind halt, das mittlerweile kann ich so in ein Restaurant schön, da waren den dritten. Ja. Okay, ja. Ich hoffe, dass danach mehr kommen, ja. Wo das Konzept ist halt, dass du Flüchtlingen bei dir schaffen hast, die nicht forcément zu nicht dürfen schaffen, ist das so richtig? Also sind da eine Reihe drin, die sind effektiv Flüchtlinge, wie du siehst, die haben den Statut unerkannt gekriegt und dann dürfen sie schaffen wie alle anderen Residenten. Okay. Das ist ein Teil, vielleicht so ein Drittel ungefähr von den Leuten, die bei uns schaffen. Dann sind aber auch eine Reihe Leute dabei, die den Statut nicht kriegen und dann mit verschiedenen Papieren, aber konnten eine Zeit schon nachbleiben, da gibt es noch verschiedene Möglichkeiten, die aber am Anfang recht durch die Arbeitsstand am Schicht, durch den Arbeitskontrakt, dann eine Aufenthaltsgenehmigung kriegen als Arbeiter. Man hat eine Arbeitsgenehmigung für den Posten. Und gehen eine Reihe Leute, das vielleicht ein bisschen schwer erklären, aber ja, die auch ganz brenzliche Situationen waren, die vielleicht auch nicht mehr legal am Land waren oder wo alles blockiert war und wo man dann auch eben über den Kontrakt konnte ein bisschen hier Lebenssituation verbessern, das muss man so sagen. Ja. Und das am das hat mich am meisten motiviert, weil man können fertig bringen über den Job, über die Arbeit am Restaurant, Leute endlich eine Lebensperspektive zu geben, für etwas abzubauen, für wir mal legal am Land zu sein. Da sind immens flott Geschichten dabei, schon nur nach letzten Monat mit einem Afghan, ich hatte also nicht gekrascht, weil das war für dich an seinem Leben, wo hier existiert oder bei einem Papa, er hat noch nie an seinem Leben Dokumente. Für bei ihm hat es extra lang gedauert, weil hier hatten wohl keine Akte Naissance, das heißt, bis man dann die afghanische Ambassade zu Bresel überzeugt hatten, hier einen Pass zu machen und so weiter. Also das hat sich immens lang gezogen, aber wenn du endlich letzten Monat sein Titre de Séjour kriegt für seine Aufenthaltsgenehmigung, für das letzte Beschütte gesagt, dass unwahrscheinlich hat nie gedacht, dass ich überhaupt je ein Papier kriege. Da wurde ich ganz froh. Also das ist schon, oft hängt die eben unter Arbeit. Ja. Ja, ich meine, das ist ganz wichtig für die Integration. So, wenn du bis eine Arbeit tust, dann hast du mehr Kontakt mit anderen Leuten und das auch auf einem anderen Niveau, wie wenn du im Foyer sitzt. Das ist ganz klar, weil also noch ein Beispiele von Frauen, die mit ihren Kindern lange Jahre lang waren, die aber kein Flüchtlingsstatut konnten kriegen, weil sie nicht an die Kriterien gefallen sind, weil sie zum Beispiel echte Opfer waren von häuslicher Gewalt, an Albanien zum Beispiel, wo das Ministerium aber auch gezeigt hat, sie zurückzuschicken, wo die Kinder dann 2, 3, 4 Jahre hier an der Schule waren. Und ja, das unwahrscheinlich zu sehen, wie die Frauen sich durch die Arbeit am Anfang entwickelt haben. Also, so ein kleines Trinken. Ja, krass. Und am Schicht schaffen du dann auch solo Lützebäuer oder schaffen du Rangflüchtlinge an Leute mit dem Statut? Du hast schon an einem Artikel gelesen. Es gibt Barmann aus Lützeburg. Okay. Also, wir haben effektiv 2 Barmänner ausgebildet. Okay. Wir haben am Anfang nie Barmann gefunden mit den Refugien, weil das bei ihnen nicht so üblich. Aber
von denen 3 Schleit die wir am Moment tun wir effektiv 3 französisch Barmänner am die möchte nach Marzählt weil ich Orlo Salarié beim Schicht weil schlang nicht von 10 Millionen muss ich aber auch du als kleines verdinge das für noch Insicht abkommen ist geschwunden also all die anderen sind aber okay. Weil ich mich gefreut bin dass also das absolut richtig was du so ist halt das durch Arbeit das halt Integration also könnt Integration wir waren wo das nicht ganze Fall wir waren halt 100% Flüchtlinge am Skischaffen der Welt die Integration aber relativ beschränkt waren sie halt nie leider Kontakt kommen also das schon wichtig mir weil ich aber vier und allem wichtig fand dass das sie also muss als Serveuren Serveusen so immer sie wären Ambassadeure von all den Refugien zu Lützeburg die beginnen ja all die vielen Klienten die bei uns kommen genau das halt an du da wirklich pur ganz echter dabei die wirklich ganz flotte Kontakt tun mit den Klienten an das am Anfang dreht das Menge Meinung aber auch viel dazu bei dass leider in einer Vierstellung kree vun Refugien, well denkt direkt de Jannik, dat Kamerunes die bei schafft, dat so witzesche Kerl den Klion lachen sech all Futti mat dem an Schmenge wann elächt fir runden a priorien hat, wann bis de Jannik begéint dann hue de keng méi well hin se so Herz dafir nee das schon wichtig das leite duch eng eng an der Vierstellung noch gesinn wie gieren a wieviel ze schaffen an Schwarze die meester Lützeburg oder schwatzen sie wie schwatzen sie ganz viele verschiedene Sprachen ja. Sie kommen aus 15 verschiedene Länder mhm. Das heißt, meistens aus der gemeinsamen Spruch Englisch heißt du Französisch oder Arabisch wo auch schon mal die gemeinsame Spruch Russisch zwischen engem Aserbaidschani an engem Syrer aber ja das also der Kirche ist einfach sowieso nicht so wichtig gell? Du wie wichtig also dann Spruch zu lehren für sich gut zu integrieren ja das auch so etwas wo ich fand dass es schon dass das in den Leute die auf Lützeburg kommen nicht erlaubt sich bei der ADM anzuschreiben bis relativ gut Französisch oder Englisch schwätzen China aber ganz viel Erbeste wo ich nicht unbedingt muss so viel schwätzen aber wohin dann aber wann ich bis schafft aber mit vielen anderen Leuten Kontakt als Spruch viel mir sehr lehrt ich mir gesehen mir ein ganz Reihe doch bei geholt mit denen man gut konnte Schwester so man es nicht aber wo ich aber du gesehen wie schnell so du Progress gemacht und am Französischen am Englischen noch dafür das Anfang schuld wenn den Leute dann so lange am Feuer sitzen lässt an sie kriegen dann auch nicht sie kommen nicht gut führen man Spruch lehre weil sie dann vielleicht Pummel an der Woche eine Kur geben wie am Feuer immer rum aber schwätzen an der wird vermänglisch viel besser du musst auch den Berufe wo das möglich ist sie einfach schon mal schaffen zu lösen weil dann geht vom selben die Stadt genauso ein konkret Forder oder ein Wunsch halt für eine Revendikation voilà. für Leute die nicht einfach jemand Spruch können oder Französisch oder Deutsch oder Lützeburg Englisch schwätzen können aber schon mal irgendwie ist eine Chance zu bieten für zu schaffen genau also kann den Tomate schneiden und drauf klicken an es gibt viele Sachen die ich kann machen ohne viel mal nicht zu schwätzen ja okay gut was wollte ich noch freuen schön vor dem vergat wolle general am Format Spruche fand so das ist am Anfang interessant weil wird ja immer gesagt Sprachen als gleich Kultur an du kannst nicht weil mein primitiv das ist wahrscheinlich ein bisschen naiv mir so mein primitive Wunsch wäre so dass Südwege auf der Welt dieselbe Spruch schwätzen weil da kennt hat man ein Flüchtling oder man egal wem auf der Welt so schätze wie dir auf meiner Mamespruch oder sogar wann ein Zweitspruch wäre die einfach halt so gut beherrschbar wie den Mamespruch Esperanto oder so. Ja genau ja. Funktioniert ja anscheinend nicht mehr wäre aber genial fand nicht für das wie du siehst dass das Argument dass Kultur drin hängt ja und du sind es ja okay ich weiß also ja, ich meine, das ist so eine Kondition, die einfach kein Ass, weil... für mich als Spruch ein Tool an Kultur ist nicht gleich verloren, wenn es der Spruch, ein anderer Spruch ist. Wenn es an die Vakanz geht, also da war so ähnlich, wie weil sie da einen anderen Spruch schwätzen. Ja, aber... Ich fand das aber an dem... Ich gebe es genial fand, wenn ich schon eine Vakanz wäre, mit denen Leuten können so kommunizieren, wie mit dir, weißt weil... Ja, das wäre cool.
so plötzlich gesagt ja kann ja Englisch aber mehr oft das halt aber so basic dass du halt natürlich schwarze kann so wo was da oder bist du so mehr aber nur nicht den nächste Gedanke kannst ausstrecken und das wäre ziemlich cool ja wäre cool wenn es mal jeder im Ketten schwarze ja. Mit geht auch nicht also das einfach mal möglich ja ich meine auch ja alles das können Technologie so wo du kannst ja schon am Handy schwätzen ja als Spruch kann sie übersetzen genau ich wollte gerade so dass sie schwätzen alle ganz viel mit Google Ja, Translate ja. du könntest so oft Witziges dabei raus Wenn das bis so Das war richtig avanciert schön. als dass du Ja. einfach Kopfhörer am Ohr holst und du verstehst nicht Ja, warum, das wird das bestimmt wäre nicht schon kommen. mega hilfreich für konkrete Situationen wo die Spruch halt ein Barriere ist Ja, aber ich meine, du musst, wie ich nach meinem Büro auf der Gar hatte, dass sie ganz viele Leute bei mir kommen. Also wir sind schon aber immer irgendwo verstanden, wo er mitgegangen ist. Und das ist aber auch flott, von den Ticket mit Leuten zu kommunizieren, Ja, okay. wo Ja, es nicht so wahrscheinlich. einfach ist. Ja. Das ist auch spannend, ja. Aber von ich schon nicht Persisch gelernt, ich schwätze noch nicht Farsi, weil ich am Anfang darüber mich behaupten, dass bei uns daheim Französisch geschwätzt wird, weil das eben für sie auch viel mehr nützlich ist, für dass ich wirklich Farsi lehre. Ja, ja voilà, am Anfang für die Integration von Genau. für sie ist die auch hilfreich gut das heißt am Moment hast du ein Restaurant am Lampersberg Ja. an einen zu Asch Genau, am Und Juni du- hat den zweiten zu Asch abgemacht. Ja. das Jahr auch Das Jahr, ja. Am Anfang sollte schon am März abgehen, mit dem wurde Lockdown Ja, und dann ist okay. direkt der Abgang. Ja. der nächste könnt ob Leute länger Bleibt länger. Das geht aber nicht libanesisch, das geht echt japanisch Küchen. okay Weil ein syrischer Chef aus der Küche, den als ganz begeistert von der japanischen Küche, aber nicht für sich daheim kocht er immer japanisch. Okay. Sein Bruder und seine Schwester leben auch in Japan. Das sind oft da auf Besuch vor. Und probieren wir, weil wir auch nicht selber Konkurrenz mehr, weil das aber nicht weit Ja. als nähen. Ja. Wollten wir probieren, cool japanisch zu kochen. aber das schwer am Corona an mit Restaurant oder geht das aber weiter Und wohl eine harte Zeit, ja, weil wir kriegen natürlich die staatliche Hilfe, wir haben eine ganze Reihe Leute am Chômage partiell. Aber ja, das ist aber nicht wie für drin. Also, wir müssen ganz viel Sitzplätze auch eliminieren, für die Hygienemesuren zu respektieren. Wir haben ja, viel mehr Klienten wie für drin. Ungefähr 60% von unserem Chiffre d'affaires am Moment. Ja. Also, ohne die staatliche Hilfe. Gibt das ganz schlecht geholt. So halten wir uns halt über Wasser. Aber ja, wir hoffen aber, dass es irgendwie rüber ist, wie das drin ist. Weil, wie wir bis abgemacht haben im Lampersberg, wir waren verdrohen an so allen Häusern zu Hollerisch, wo echt so Pop-up-artig, wenn wir dann so viel Success hatten, haben wir dann einen Platz gesehen, wo wir konnten definitiv abmachen. Und dann hatten wir von Oktober 2019 bis Februar 2020 über 2000 Klienten pro Woche. Also das war ein richtig großes Success. Das ist auch ein ganz, ganz großes Restaurant. Ja, das ist dann natürlich schon alles von heute auf morgen angebracht. Ja. Aber ja, wir hoffen, dass das aber mir denke ich herum könnt. am Anfang fand ich wenn du an die Restaurant gehst fühlst du dich auch selber gut weil du weißt Ja. dass das So, so auf, abs das ist, ja am Anfang ist gutes Muss oder Ja, also ich meine, es sind noch Leute, die einfach kommen, wenn es der gute Küche das ist auch okay. ja, klar. stimmt Muss ja nicht unbedingt mit mir, mit allem da kaufen, wie dürfen zu kommen. Aber sind da aber auch ganz viele, die regelmäßig kommen, auch für uns zu unterstützen. Ja. okay. Na, wir wissen ein ganz anderer Frau wir können dann nur nicht auf den Schichtsschatz kommen mehr so dann weil ich mich gefreut habe als wie kennt euch als Student wahrscheinlich nicht viel mehr helfen am Alltag einfach für Flüchtlinge für die Flüchtlingsthematiker im Land oder generell wie kann ich helfen wenn ich nicht ich kann ja nicht als Student einen Flüchtling daheim abholen ich kenne daheim Hunden weil ich bei meinen Eltern wohne ja. Nee, die haben viel Möglichkeiten. Also Ja, den voilà. Was Möglichkeiten zum Beispiel gibt es Assoziationen, Passerelle, Areis, die Tutoren immer sichern, wo Okay. sie dann Resident mit engem Refugié verkoppeln, wenn ihr wollt, also die zusammen dann man den auf Kontakt bringt und dann also ihn einfach immer du, wenn den Hilfe braucht, das heißt, von denen etwas geschickt kriegt, was er nicht versteht, oder wenn er muss auf eine Administration gehen, wo er sich nicht traut, allein zu gehen. Oder wenn er es nicht versteht, von verschiedenen Mesuren, die rauskommen. Oder so. Das ist einfach ein Hut, den man kann anrufen, wenn man eine Frage hat. okay.
Und da sind noch flott Freundschaften entstanden, andere treffen sich nicht so oft, also das hängt ganz davon ab, wie die Kontakte dann verlebt. Das kann ich natürlich auch nur 11 Stunden gehen zum Beispiel, gehen zum Beispiel ganz viele Jungrefugien, die aber nicht so einfach an der Schule, weil sie eben noch relativ schnell aus den Clusterkeuien rauskommen und dann bin ich an einer 6. sitzen und einer 5. bin ich also Französisch schon, und nicht Französisch selber noch nicht perfekt. Nein, auch nicht. Ja, als Kinder auch die op der Deutscher Filie sind, gibt keine Excuse. Okay. Ja, und, ja, so, oder es gibt natürlich auch viele Junker, die auch mal gerne Skiffen erholen, natürlich von Dränke Lust hat, keine Ahnung, einen Ausflug an Fields oder feiern oder so, da gebe ich immer, können Leute proposieren, die könnten du. Das heißt, dann melden sich auch bei dir dann, oder? Ja, ich kann auch vermitteln oder eben ich gibt eine ganze Reihe Assoziationen, die das oder immer weiterhin machen, die immer wenn die wollen sich wie heißen die just für das? Ich hatte Loreis a Passerelle schon genannt, da gibt es Regen Hand, die ganz viel helfen, auch die auch präsent sind an der Schuck, an dem Gespielch von Daylight wohnen, die darauf werden heimgeschickt zu gehen, das ist keine Flotzeit, da ist es auch wichtig, Daylight ein bisschen aus dem Feuer rauszukriegen, ein bisschen Auflenkung für die, kleinen Ausflug mal zu machen oder zu weisen, dass sie sich nach für sie interessiert, dass sie nicht so ganz lang sind. Voilà, das gibt immer Möglichkeiten. Wie gesagt, dann fängt du aus am Foyer. So, ich stelle mir so vor, dass sie zu pur an einem Zimmer sind, oder wie ist das da genau? Also die meisten von unseren Foyers, auf denen die können wir nicht hoffrig sehen. Die sind ziemlich alt und nicht im letzten Standard. Also wenn ihr sich den Don Bosco anguckt, die schon seit vor 15 Jahren aufgehabt gehen, oder die alte Logopädie zu Straßen. Also es gibt eine ganze Reihe Foyers, die müssen schon lange zusehen, weil kein anderer Gebäude zur Verfügung waren, sind auch immer da viel Leute dran. Wir sind also nicht der Einzige, wir sind zu einer ganzen Reihe auch Assoziationen, die denken, dass es dann von zur Strategie vom Ministerium auch gehört, dass die Leute zwar in der Dach sind, weil das ja keine auf der Straße wie in anderen europäischen Ländern, aber trotzdem an nicht zu vielen agrreable Konditionen abgeholt gehen, für das, wenn sie trotzdem mal Kontakt mit vielen anderen Leuten, die nach NRW sind. Genau, für das sie dann echt so, oh, kommt nicht mehr nicht auf Plötzlich, weil hier kriege ich just 25 € den Monat an, hier wohnt in einem schrecklichen Feuer zu 6 in einem Zimmer. Wie das sind sie so, wow, das ist immens, kommt doch mal. Also das ist schon manchmal ein Teil von der Strategie, für die Leute von der aufzuhalten, auf Plötzlich zu kommen. Das Feuer ist staatlich, ja. Also die Foyer gehören alle Stadt, aber sie gehen verschiedene, gehen auch von der Caritas oder von der Croix-Rouge geriert. Sind aber auch von dem Ministerium direkt geriert. Ja. Aber wie viele Leute sind momentan so auf Foyern heute zu Lützeburg? Oh, ich sehe da nämlich am Stand von den allerletzten Zöllen, ich gebe so ein 4.000, 5.000, 6.000, ich weiß nicht genau, es sind 83 Foyer insgesamt. Also ich sehe nicht so Terrain aktiv wie bis Ende nächstes Jahr, aber eine ganze Reihe. Das Problem ist eben, dass über 50% von den Leuten an der Foyer am Anfang schon das Statut haben, erkennt selber etwas lohnen. Aber das ist nicht spannend, dass das Logementsproblem ist auch da ein großes Problem. Und das nach mir schwer natürlich als Refugié, wenn ich kennt, etwas zu finden. Aus demselben Grund, also umso mehr wichtig, die Leute ganz frei schaffen zu lassen, weil wenn ihr bis schafft, bis einer Leute kennt, erstens für den dann mit einem Arbeitskontrakt mehr Chancen, überhaupt etwas gelohnt zu kriegen. Und aber auch kennt ihr mehr Leute, die einem dabei können helfen. Das heißt, wenn ihr eben der erste schaffen, da wären vorher bestimmt auch Männer lang so voll mit Leuten, die am Anfang schon müssten rausgeplant sind. Ich hatte am Anfang nicht gedacht, dass so viele Leute sind. Ja, das sind über viele am Anfang. Ja. Ja. Was könnten am Anfang andere Firmen hier im Land vielleicht sich aufgucken beim Schicht für vielleicht auch ein ähnliches Modell oder Konzept sich auszudenken für Flüchtlinge halt so bei schaffen zu lassen? Wäre das eine Option für andere Firmen noch? Ja, es sind eine Reihe anderer Firmen, zum Beispiel Firma Reckinger hat, ich nur vergessen mal zu zählen, mit vielleicht 6, 7, 8 Refugiés schon angestellt. Okay. Als was dann zum Beispiel? Zum Teil sind sie als Lehrboven, als Installateur Chauffage sanitär angestellt gehen oder aber auch als schon ausgebildeten Plombier oder ja.
Also war ein gutes Beispiel an dann ginne der nach eng Reihe Firmen die 1, 2 oder 3 Refugie weil sie schaffen hun sogar auch auf Kotebüroen an sind schon Firmen die dat ganz wissentlich machen also ganz bewusst machen auch für eben die Solidarität zu weisen an ihren Employeen da doch mal op de Weg zu gehen ja mehr andere die du mal da nicht viel tun also dat ja schon ganz viel auch Donner geschafft viel Firmen für zu bewegen bei den Lehrboven also so das zwar nicht gesetzlich verankert mir das aber ein Praxis diese Javalo relativ gut durchgesetzt wird wo man auch gut Summe schaffen mit der Immigration wann den als Lehrbow oder als Lehrmädchen eng anständig Lehrer möchte gut Nummern an der Schule hört und noch der Patron als zufrieden an denen schreibt dadurch dann der zu bleiben solange in sein Lehrer am Gangen hört aber wann den dann auch noch vom Patron angestellt wird den aber gut Chance noch nur können weiterhin zu bleiben der Tisch Lehrer als eng vun den Meiglechkete fir Daylight, die aus Länder komme, wo es normalerweise Keestatut kreen eventuell können zu bestellen. Da Meiglechkeit net dass in Refugie Welt eng Leiier machen an gesucht ne du derfst net. Also so lange am Land auch man rosa Papa ja auch von den nach anderer Prozedur als für den Reich auf Formation das schon ganz flott kann er noch alle gut direkt an Schule die Jugendlich auch alle guten direkt an ein Cluster sich Französisch zu lehren für können dann ein Normalklasse rüber zu gehen und das wirklich schon flott das sieht aber kann weiter lehren das ist schon wichtig ja ist gut aber wenn dann noch Mist heben gehen dann hast ja auch wichtig du den die Zeit auf manst genutzt für etwas beizulehren Entwicklung dann hält den der Bagage für dann matt und dann als Firma kann wesinn wer Leute ziehen oder wie gebe ich wann nicht zum Beispiel eine Firma hat wo gebe ich dann einfach eine Ausschreibung machen und da geben sich auch Flüchtlinge dort melden und dann ja das muss ich sowieso so machen also eine Deklaration de Postvacant muss ich immer machen als Patron von den einen Platz frei hat mit gibt auch bei der ADEM eine spezielle Person die sich just darum kümmert auch Refugien zu helfen einen Platz zu finden ja möchte ja ist gut okay hast du vielleicht pur Anekdoten oder persönliche Erfahrungen wo du erzählt hast weil ich meine da das auch immer schön oder halt auch allen zu hören für persönlich Berichte von Leuten und du bist ja am Kontakt viel am Kontakt mit Betroffenen. Also ich meine die Zeit wie ich mein Büro ob der gar hatte habe ich ganz viel schreckliche Geschichten erzählt gekriegt an jetzt sind auch alle Schlaf gegangen weil wissen wie ich das alles verkraft hat bis in meiner Zeit mehr ja ich meine Leute die langen AW waren zum Frauen die durch Libyen durchgegangen sind wir kommen noch viel Frauen enceinte und weil sie AW schrecklich maltraitiert gesehen oder benutzt gesehen an also Geschichte wurde schon erzählt ja oder von Leuten die Mittelmeer kommen sehen an du nur geguckt wie einer Leute das dem Boot gefallen sehen oder sogar Leute Membre aus ihrer eigener Familie verloren ja auch ein Reihe Leute die auf die Grenzen da immer geschossen oder ja mal op der einer Seite kommen sehen da wird Familien nämlich zu summen an dann hun sie die vielleicht nie mehr rumfand oder recht no also du gibt schon viel schreckliche Geschichten cool war mein klar so Flüchtlinge auch navitieren den letzte wo ich kann interessant den noch eine interessante Geschichte hat zu erzählen weil ich kann mich erinnern ich mache Karate und da waren sie noch Flüchtlinge abgeholt gehen und die bei uns in der Nationalequipe und das war die erste wo ich wirklich so ein First-Hand-Experience gezählt habe und ich konnte wirklich Haut und das ist ganz anders wenn du da so schon so ein gezählt ist wenn es immer einfach an den News her so hat Flüchtlinge und da kann ich das doch viel besser vorstellen meinst du das wäre vielleicht eine Option muss ich freuen also sind da die nur einer Zeit schon nicht wollen von der Schweiz weil sie so Silo der Janik und nicht der Refugie Silo hier kommen ich mal hier mein Leben und ich will nicht verstehen die Stempel auf der Stirn halten aber sind doch auch die gern darüber Schweiz und Dach geben aber vielleicht spannend wenn du kannst also wie hast du dann von mit denen Feier die du abgeholt hast
wohnen denen immer da oder Also ich hatte dafür dich 3, an die sind nur 2 Jahre ungefähr rausgeplündert. Einen davon, weil sie Familie plötzlich gekommen ist, und hast dann bei denen an der Feuer geplündert. Den anderen hat dann eine Lehre als Mechatroniker gemacht und dann hatten sich ein Zimmer geholt, nur bei im Garage. Und den anderen, den ist bei der Salis Lenz arbeiten gegangen, und weil der Nummer hat müssen mitten an der Nacht aufhängen mit Schaffen, ist er mehr an den Süden geplündert. Und dann wollte ich von rum 3 Stück holen. Und da bin ich auch nach 4 abgetaucht. Das ist eigentlich ein bisschen dramatische Geschichte gewesen. Das war jung, wo die Migration Minorität, also den Fett, dass sie 17 Jahre alt nicht unerkannt hat. Und dann hat müssen am Anfang zurückgeschickt nach Schweden, wo hier kam, wo schon 3 Jahre verbrücht hat. Schweden? Ja, hier war für dich 3 Jahre Schweden, aber wir haben dann 3 Mal negativ Decisionen gekriegt, haben sie da geraten, die Familie, wo gelebt wird, an seiner Verkurs, soll noch an einem anderen europäischen Land probieren, weil vielleicht von einem mit 17 da auch kein vielleicht gibt an ein anderes Land die Chance gehen, auf Asyl, weil eben nach meiner Jahre schwer. Und da wir aber zuletzt bestimmt auch kommen, hat das Ministerium einfach den 1.1.2000 auf sein rosa Papier geschrieben. Dann habe ich gesagt, das ist nicht mehr Geburtstag. Und dann haben sie gesagt, da müssten die Kontra beweisen. Das haben wir aber nicht hingekriegt. wie willst du das da beweisen? Mit alten Dokumenten aus Schweden, wo nie in unserem Alter gezweifelt wird, haben wir das aber nicht hingekriegt. War auf jeden Fall... Hä? Ja, Beweist du gegen den? Du hast einfach gesagt, Chris, ja, du warst nicht da geboren. Das ist nicht einfach. Und dann am Platz dann zurück nach Schweden geschickt zu gehen, wo von da aus wahrscheinlich mit euch zu ob Kabul geflogen wäre, wollten sie dann auf den Weg machen, und dann hast du nach Frankreich gegangen, und da wurde es aber ganz, ganz schrecklich. Du hatten, wir waren ganz krank, und wo die Wand da, wo die Bausen und so, und dann wurde man aber... Bis Schweden, bis Frankreich fährt dann nicht mehr gescheit gewesen an denen, aber einfach mir noch beides probieren. Also, ja, hat du von anderen Afghanen gesagt, zu Lützeburg kriegen viele Afghanen das Statut, was der Fall war, aber für Manns 2016, 17, 18, Männer. Aber ja, dann hatten wir gedacht, das wäre eine gute Idee, auf Lützeburg zu kommen. Ja. Und dann hast du noch dabei gekommen, den hast du mal rumgekommen, und dann, ja. In der Zwischenzeit hatten Orlo einen Arbeitskontrakt beim Schicht, und wir werden auf seinen Titel de Séjour, der Mislo, ein paar Wochen 13, und da kann man fangen mit schaffen. Wie findest du Idee, dann, ob in das Statut kriegt oder nicht? Also wie geht das geguckt? Ja, da mussten sie dann so Interviews machen an der Direktion de l'Immigration, da gibt es ein extra Departement, ein extra Service dafür. Und da geht auf Basis von dem, was den du seht, was den du kann beweisen, von einem Dokument und so, dann ist die Idee, da bin auf einem sein Leben eine Gefahr, wo ihn hier könnt, ob ihr von seinem eigenen Staat, von seinem eigenen Land nicht kommt, protegiert gehen, und voilà, da gibt ganz klare Kriterien. Und da geht das décidé, und da kann ihn zwar nach ein für ein Tribunal administrativ und dann von der Cour administrativ nach ein Recours erlegen, das möchte dann alles in Abcode, voilà. Und dann, wenn dann für dritte Kehr negativ ist, dann, also wie gesagt, debutiert, dann wird das Asyl nicht gekriegt. Ja. Okay. Ja, das ist krass. Du hast ja am Fonglo jetzt mit dem Projekt Open House und Archiv an allem angefangen hast du ja ganz andere Sachen geschafft, auch geil. Ich war im Außenministère an der Direction de la Coopération au Développement et de l'Action Humanitaire, also an der Kooperation, wie du plötzlich seht. Und ich war dafür die humanitäre Hilfe zuständig. Okay, das ist schon als ein Thema zu denen. Genau, ich hatte schon die Krisen, den Krieg aus Syrien, und Konflikte am Irak, und alles, was in Afghanistan geschieht ist. Ich wusste auch, was in Eritrea gelaufen, ich war auch ein paar Mal in Äthiopien, also ich wusste schon, wo all die Leute hier kamen, also dafür wurde ich auch natürlich angezogen, für die Leute zu begegnen, die dann noch plötzlich kamen aus den Kontexten, die ich eben so lange verfolgt habe. Das aus der Erfahrung, aus denen Dinge rauskommen, dass das ganz so angefangen hat, weil ich mich gefreut, ob es vielleicht so irgendwie so einmal Gedanke war, von wegen so für war Leben, ne, weißt du, am Sinn von war das der Sinn am meinem Leben, völlig nicht andere Leute helfen, dass so vielleicht auch angefangen ich meine, dass die 11 Jahre, die ich an der Kooperation war, wo ich ganz, ganz viel durch die Welt gereist bin, quasi überall auf den Plätzen, wo es am meisten schön war, wo die Leute am meisten gelitten haben, habe ich einen großen Respekt
kriegt für Leid und Resilienz von ganz ganz armen Leid wie die das hinkriegen trotzdem ja, zu überleben, wo die Frauen trotzdem wunderschön sind, an aus ihren Lehmhütten rauskrabbeln, an ihre wunderschönen Gewänder, ob das nur am Südsudan ist oder am Bangladesch oder das gibt unheimlich Plätze auf der Welt, wo leidet viel mehr schwer wie mir hei wo se awer hikräen dass hier kannner de Bausen voller Fried spielen an dafür schon einfach sie mens Frau mat leid also ich hun große Respekt für und Leid zum uns Leid die viel gekämpft hun die net so einfach hatten an die trotzdem net opgehen an trotzdem immer nach die Hoffnung halen ob besser liewe für sech oder zum wie hier kannner an voilà, ich meine, aus dem, was ich da alles erlebt habe, ja, habe ich ein großes Verständnis auch für die Kulturen, auch für das, was die Leute schon mitgemacht haben. Ihr so plötzlich kommen, aber was mich eben ganz impressioniert hat, was mich dann motiviert hat, daran weiter zu schaffen, ist, dass ich am Anfang immer gemerkt habe, dass die Leute gedacht haben, wenn du da kannst, dann ist alles an der Reihe. Und das ist gar nicht so. Und dafür habe ich meine Rolle, also dass ich den Leuten gehen, wo immer noch Hoffnung oder positive Energie, weil die Leute waren dann oft komplett debussoliert, ganz zu genehen, dass sie damals so viele Schwierigkeiten konfrontiert gesehen an dem Land, wo sie am Anfang gehofft haben, dass sie endlich umkämen, endlich könnten ein neues Leben aufhängen. Und dafür sind sie dann immer bei mir gekommen und ich habe ihnen dann immer probiert, ja, eben Hoffnung zu machen, nicht abzugehen. Sie denken bestimmt, wenn sie hier kommen, dann sind alle Probleme gelöst. Ja, genau, und das ist gar nicht so. Ja. Und für viele geht dann richtig schwer, wenn dann bis der Gedanke kommt, oh, da kriege ich vielleicht aber den Statut nicht, muss ich nur aber ich habe alles für nichts gemacht, die ganze Weg bis dahin. Ja, das ist ja auch alles ganz, ganz teuer Cash. Das sind oft ganz Familien, die sich verschulden, für ihn auf den Weg zu schicken und so. Für das nicht soll klappen, das ist unvorstellbar. Also, ja. Also, ich meine, die individuelle Geschichte von einer Menschen ist immer, also die geht gar nicht, logischerweise. Also bei Menge, also Mengen Pater singen Frau, die können aus Eritrea eben auch. Ja. Und du also Mamas an der Schweiz zum Beispiel, sein Pap, also ihre Pap, also aber noch immer in Äthiopien, also das so also wir können so nicht strikt, also das ist so der Komplexität verzwickt. Ja, muss ich noch wissen, dass die Familien, die probieren, also oft, dass es bei den Afghanen zum Beispiel den stärkste Jungen oder der Jungen, die Familie meint, die nicht Kind packen, geht dann auf den Weg geschickt mit der Idee, für eventuell später die ganze Familie Not zu bringen. Das sind so Überlebensstrategien, wo wir als gut nicht können vorstellen, dass wir von unseren Kindern in die Welt rausschicken. Ja, das also auch kulturell, ne? Das gibt aber viele Länder. Ja, das ist schon impressionant. An die Manager, die haben auch dann ein immens Gewicht auf ihre Schülerinnen, weil sie wissen, dass sie eine Mission haben. Ne? Ja. Und dafür, auch wenn ihn dann so ein Jungen daheim abhält, dann ist er heinz da auch an einer Zwickmilch, weil da so ein Leiterin, die vielleicht dann im Afghanistan oder am Iran sitzen, musste gucken, so schnell wie möglich zu schaffen. Und ich finde dann natürlich den Älteren von dem Jungen gesehen, der gesagt, nee, du musst für dich den Schul fertig machen. Und dann sind dann oft so an einer Konfliktsituation, also sie auch an einem Loyalitätskonflikt, weil sie dann auch nicht wissen, man ist richtig, wenn ich lausche, was sie mal heißen, oder soll ich am Anfang meinen Eltern nach folgen. Das ist Short-Term oder Long-Term. So genau, ja. Die nicht, also auf jeden Fall die Jungen, die bei mir waren, hin, aber du verstanden, dass wenn sie bis den Apprentissage fertig machen, dann hätten sie einfach nur Aussichten, hier Familien noch viel besser zu unterstützen, genau, eben, wie wenn sie immer die kleinsten Arbeit an einer Firma hätten. Die das noch verstehen, so muss ihnen das klar machen. Ja. Wie kommen Sie hier Kommen Sie mit dem Auto oder wie können die noch Plätze bei euch, wenn ihr Flüchtlinge sind? Da gibt es ganz viele verschiedene Wege. Die meisten sind aber die Wege gegangen, wie wir auch alle auf der Tele gesehen haben. Ihr wird mehr. Und also sind da auch die mit einem Visa kommen sind, weil sie so tun, sie wollten nicht bei sich gehen oder weil sie sollten studieren gehen. Das gibt es auch, gar nicht, man Flieger kommen sie. Ne? Aber die Großen von denen, die 2015 gekommen sind, haben eine lange Wege. Weil die Flüchtlinge, mit denen ich geschwärzt habe,
den hat man erzählt, dat hin aber irgendwo a Jordanien oder so hat hin do gewart und dann sind sie mit einem große Fliege alle hinkommen, dat war irgendwie organisiert. Ich weiß nicht genau, wie dat aufgelaufen ist. Ich weiß, wenn es der Mensch, ich kenne den Jungen, aber ich weiß nicht, wie das soll. Das möglich, dass auch Leute kommen sind, wo man im UNHCR zusammen etwas organisiert wurde. Das weiß ich schon nicht genau, der Fall. Okay. Also das könnte natürlich auch viel vor Jahren rezent, dass man auch Leute sicher gehen, Leute aus dem Niger, die da schon den Flüchtlingsstatut kriegen, oder Leute aus Griechenland, wo wir so, und das gibt ja die verschiedenen Quoten, die dazu auch dann anhält. Also das gilt auch, gell? Die allermeisten Leute kommen für sich selber. Okay. Ja, ist krass. Ja, gib mal zur Gelle froh kommen, oder? Ja, kann man gerne machen. Das ist eine gute Idee. Voilà, also ich meine, ganz kurz, wir haben Döschlo viel gefroht, viel Lächer an den Bauch gefroht, aber du hast auch eine Frage ausgedurcht, die du aus dem Publikum willst stellen, das ist Gölle froh. Ich meine, die kann das schon aus anderen Episoden. Was willst du als ich so, was du mitgebracht hast, als ich dir vorstellen, Häuslo, dir über los bist? Das hängt zusammen, dafür kann ich für dich den Kado weisen. Das ist ein Bon von 20 € für an der Schicht essen zu kommen. Cool. Und froh als wie werden wir das Restaurant Schicht genannt wird, muss ich noch manchmal 2 Antworten geben. Okay, das ist gut. Tipptopp. Tisch, egal auf Wergen, egal um Lampersberg, egal. Ja, egal. Voilà. Okay, cool. Maja, also für was ist das Restaurant Schicht? Genau. Könnt ihr den Bon gewinnen für 20 € für die nächste. Cool, ganz flott. Merci. Vielmals merci. Ganz geschickt. Tipptopp. Ich will einfach mal eine ganz froh, die nicht direkt mit den Arbeitszeit stellen. Was sind für dich so die größten Probleme auf der Welt? Also generell, ich meine halt Flüchtlingsthematik, also das spielt da eine große Rolle wahrscheinlich. Was sind noch Umwelt, also für mich zum Beispiel auch? Also, was mich immer intrigiert, das ist der Hunger auf der Welt. Weil am Anfang haben wir auf der Welt genug Lebensmittelproduktion für jeden Verein zu gehen. Aber das ist einfach, logisch, die freuen sich so schrecklich ab über den Corona. Wenn man dann guckt, wie viele Leute pro Jahr haut es das nach Hunger sterben und all die Krankheiten, die da verbunden sind. Aber wo kein Mensch drüber schwätzt quasi, das ist für mich auch noch immer unverständlich. Ich meine, du hast so viel über Corona geschwätzt, weil das jeder kann betreffen, weil er alles auch kann betreffen. Weil alles betrifft. So, genau. Heu für unser Haustier ist und dann das mir weit wasch. Ja. Ich meine, das viel da. Ja. Das ist eben ganz traurig, also weil ich eben auch ganz viele Länder wo wirklich Hungersnot waren und weil natürlich noch mehr schlimmer ist, das habe ich auch immer gesehen, wenn in ein Land geht, wo es just arm ist, in Westafrika zum Beispiel oder so, da sind Kinder immer noch froh. Wenn ihr da in den Dörfer könnt, da könnt ihr Menschen gelaufen und dann merkt ihr, dass da aber die Gemeinschaft gewinnt, dass du mal da umzugehen. Genau. Ja. Aber wenn in dann Länder geht, wie zum Beispiel an den Kongo, an den Norden vom Kongo, an den Kivu, wo ich mal wo dann, wenn danach bei den Hunger nach Gewalt dabei kommt, dann habe ich Plätze gesehen oder vor allem Camps gesehen, wo die Leute zusammen geperscht wurden, die müssen aus ihren Dörfern flüchten, weil die immer im Überfall gesehen von den Guerillas da an den Büschen. Du spielst kein Kant mehr. Das ist ganz schrecklich. Du sagst dir wirklich, dass so gut kann die Hoffnung verloren haben. Und das sind die Kontexte, die ich am schlimmsten empfand. Ja. Das heißt, du warst auch schon viel zu gereist durch den Wald, alles gucken dann. Ja, also ich bin nicht so viel als Tourist gereist, vielleicht, aber viel für Dabest auf Plätze, wo eben gerade irgendwo Not, wo in müssen dann als Donateur, also auch als Lützeburger Regierung dezidieren, was den du könnt machen oder wem du soll eventuell finanzielle Unterstützung gehen, wir können den Leuten auf der Platz am besten zu helfen, ja. Aber wenn ihr finanziell heute zu Lützeburg einfach durch ein Gespannt helfen will, wo Kandidaten am besten machen, so auch für die Leute dabei sind? Ich meine, da gibt auch viele ONGs, die sich um die Leute Lützeburg kümmern, noch um Flüchtlinge. Also da gibt die Groß, Croix-Rouge und Caritas, mit denen aber auch ganz viel kleiner. Die
weil dieselbe wie für noch schon gesagt tun passerell die für allem legal Hölle pflichten die Refugien helfen hier Rechte erkloen an Reis die Jungkleid präparieren op Dabechtsfeld ihnen helfen sich zu orientieren an Sache Formation an helfen CW machen an so Sachen und dann über Regen Hand die ganz viele Aktivitäten machen mit Migranten an ja, noch ganz viel andere. Ja. Okay. Mhm. Oder Catch a Smile, die kann ich noch Roge unterstützen, die helfen ganz viel op de Bausegrenzen an denen kann wo Leute drauf werden dürfen an Europa zu kommen und immer im Trick geschickt gehen auf der Balkanroute oder auch an Griechenland, an Italien. Ja, das ist doch nicht überall schön. Ja. Ja. Das ist einfach auch ganz traurige Konstat, dass man dadurch zulassen an Europa, das leider so schrecklichen Zuständen leben, wie an den Kahn, an Griechenland oder auch an Italien, sind immens viele Refugien auf der Straße. Und das ist eben dann für die gute Kado, die haben von Decision geholt an Italien oder Griechenland, das Statut unzufroh, weil er doch so viel gesehen hat, dass in dieser Luftruhe, wo ihr für dich auch könnt. Und dann kriegen sie das Statut und dann leben sie dann auf der Straße. Das ist eine große Ungerechtigkeit. Und dann ist es doch verständlich, dass für diese Leute dann trotzdem da eine ganze Reihe weiterreisen. Und da will man noch Lützeburg kommen zum Beispiel mit der Grenze halt gesagt, nee, du darfst nicht bleiben, du musst zurück an Italien. Und dann, ja, sind natürlich dann heinst du ganz dramatische Situationen, wo der Leute so, nee, da will ich lieber sterben oder ich kann nicht mehr zurückkommen, wir sind so schlecht behandelt oder so. Und ganz heinst du, bringen dafür gut nicht fertig die Leute dann aber halt zu behalten. Wir möchten wenn ich bis zur Statut in einem Land tut, dann oder ob man es schon auch wenn ich schon nicht an der Prozedur als an einem Land, da soll ich noch da bleiben. Das ist von so einem Loa Griechenland an den Lagern da sind, können sie dann nicht hier kommen an heute Statut aufholen? Müssen sie dann nach Griechenland aufholen? Also gedenkmäßig geht zum Beispiel war schon ein Teil von der Familie hier, da kann ihn Heinz du froh für dann einen Teil Bruder oder so auch auf Lützeburg zu kriegen, aber das ist der Einzelfall am normalen. Also es gibt verschiedene Kriterien. Das gibt ja auch den Quotensystem, wo am Anfang die anderen europäischen Länder sollen die Länder entlasten, die eben an der Bausegrenze liegen, wie Griechenland und Italien. Da sind ganz viele Länder, die sich schon den Quotensystem gar nicht halten, zumindest an Osteuropa. Voilà, und dann eben bringen sie da war immer mal fertig, da durchzukommen und einfach führen zu reisen und dann herausfand dass sie hier Fangeraufträge schon an Griechenland oder an Italien gelost haben. Bei Griechenland ist zwar zumindest am Anfang viel durch Fanger geguckt gehen, weil eben ja ganz viele Leute durch Griechenland rangekommen sind. Aber am Moment, ja, wenn ich schon ein Statut dabei kriege an den Ländern, dann ist es noch zensiert, da leben zu bleiben. Ja. Aber am Quotensystem, wie steht Lützeburg da? Ist die mir gut da, oder? Ich meine, wir sind ja von den nächsten Ländern, die sich da gehalten haben. Und unser Außenminister, den möchte sich ja immer noch stark dafür, für das er noch sieht, dass wir endlich eine europäische Flüchtlingspolitik kriegen. Ja, mit das bisschen wie wenn die mit einer Mauer geschwätzt mit verschiedenen Ländern, die würden da auf keinen Fall Druck gehen. Die so, sie hätten eine homogene Gesellschaft, wo keine Flüchtlinge geben verpassen. Und das hier möchte ich eben auch unverständlich, weil schon an meinem echten professionellen Leben habe ich 10 Jahre lang auf der Arbeit geschafft, da war ich Stahlhändlerin und da war ich über ganz viel an Osteuropa, NRW. Ich kenne eben noch ein bisschen die Geschichte von der Tschechei, von Polen, von der Slowakei und so weiter. Das sind Länder, die aber ganz viel emigriert sind, wo immens viele Leute fortgegangen sind. Und voilà, und los sind das aber die Länder, auch Polen, die aber keinen Willen bei sich daheim abholen. Ne? Das ist auch nicht ganz kohärent. Aber die Leute tun immer ein ganz kurze Verhalt für ihre Geschichte, leider. Ja. Ja, von mir so langfristig ja am Anfang das Problem an denen Länder selber, die betroffenen Länder, wo die Leute halt raus Flüchte gelöst gehen. Also natürlich war Krieg oder so, das ist einfach gesagt. Wenn zum Beispiel an Länder Hungernot oder so Geschichten, ökonomische Flüchtlinge, du müsst da langfristig am Anfang das Problem auch durch gelöst gehen, an Heu geholfen gehen, natürlich. Ja, es geschehen natürlich auch Sachen an den Ländern. Da wird ja auch viel Kooperation gelegt, ganz viel Entwicklungshilfe.
also es gibt so viele Ungerechtigkeiten auch an den Ländern, wo auch ganz viele europäische Firmen ihre Profit draus ziehen, wo Menschen nicht ganz viel Wille besteht, da doch zu ändern. Und das ist natürlich auch immer das Argument von migriertsgerichte Leute, die so, vielleicht kommen sie bei uns, sie sollen bei sich bleiben. Das sind halt die fortlaufen am Platz op der Platz zu helfen, noch von denen, die aus dem Krieg fortlaufen und so weiter. Ich so eben immer, erstens wo mir auch alle gute Frau, auch wenn man Kriegfeier in Europa hatten, können zwischen ernst in der Dach zu kommen. An der Leute hat man ja Hunderte von Tausenden, die sich auf den Weg gemacht haben an der Zeit. Am zweitens wünsche ich immer, stell dir einfach mal vor, die gibt es in einem Land leben, wo da gut keine Perspektive hat. Wo als zweiten da ein Bomber aufgeht, wo die Frauen noch nicht dürfen an die Schule gehen, also die vielen Länder, wo nicht für das zu leben, wo ihn sich dann eben wünscht, auch zum für seinen Kinder für ein besseres Leben zu holen. Aber was, ja, was sollen just mir so gut tun an die Leute, die nicht Chance hatten, an Europa auf die Welt zu kommen, sollen die da bleiben, wo sie sind. Ich meine, viel von uns geben dann noch. Ja. Ich meine, das ist einfach ganz schwer, sich das vorzustellen, wie krass es am Anfang da ist. Und wenn man das wirklich für Mutter leben, dann gibt man doch vielleicht verstehen, das ganze Problem, da gibt man auch anders darüber denken. Ja, das ist einfach so, das war so, wie ich gerade so, das ist einfach gesagt, so, ja, wir müssen nicht da helfen, mehr. Das Kind, die fortlebt ohne gute Grund. Es lest nicht alles 100, seine Familie, seine Freunde, alles. Wenn ihr nicht wirklich an einer Situation, wo ihr nämlich anderen ausfällt. Also entweder weil einem sein Leben wirklich bedroht war, aus politischen oder ethnischen oder wie auch immer Gründen, oder weil die Situation so schlecht war, war das mehr, wenn ihr nicht gegessen habt, ja, möchten sich auch auf den Weg. Dafür gibt viele Gründe, die wir als vielleicht nicht so gut können feststellen, aber das ist immer ein guter Grund da, sonst hätte ich das nicht gemacht. Das ist nicht, bitte so, nur gehen wir mal in Europa gucken, da können wir mal. Das ist aber meistens schon eine dramatische Geschichte. Ja, ja, und kannst du auch für zu flüchten am Anfang. Sie muss ja auch suchen, und sie überhaupt können, fortzukommen. Vorher noch Leute, die erzählt haben, dass sie einfach mal nicht auf den Weg gemacht haben, aber der Weg bis dahin davon. Okay. Die meisten haben schon müssen viel so bezahlen für einen Passer zu gehen, den sie dann rüberbräuchten. Ja. Ja, das ist krass. Das ist krass. Aber ja, ich meine schon alles gesagt. Es ist für allem wichtig, dass wir festhalten, dass viele Initiativen in im Land helfen und dass wie gesagt, die Sachen, die du geschnitten hast, viel mehr am Alltag können helfen, ob es als Tutor ist oder Spenden hast du ja kurz gesagt. Ich meine, das sind so Alltagssachen, die kann helfen und daneben, wenn du daran interessiert, dass wir vielleicht open-minded, vielleicht Flüchtlinge bei sich selber in der Dach zu holen, dann das Open House, ein Open Hour. Immer. Voilà. Gut. Und dein Wunsch wäre noch, für dass sie echt da Kinder schaffen können, oder? Ich meine, das wäre der Schlüssel für mich schnell an eine bessere Integration. Und, voilà. Ich meine, wo auch im Moment eine Ouvertüre, wo anscheinend soll das Gesetzesprojekt kommen, den Menge aber auch auf Eis gelöst gehen, weil eben nur so viel Leute zu Lützburg hier habe ich verloren, wenn es im Corona vielleicht geht es nur weiter. Ich hoffe. Ja. Voilà. Willst du noch eine Episode und Leute? Nee, ich bin mal merci für das Gespräch. Merci, dass du die Stunde Zeit geholt hast. Merci und den Gruppato, da wir konnten abholen. Ja, vielmals merci auch für das Wasser. Das ist ganz fein. Ja, gut. Das war das Woche Episode von Gallefro. Merci. Ciao. Ciao.